Was ist das, haben wir uns gefragt. Und der kreative Name heisst Lauchsushi. Präsentiert und köchelt von der Patricia und schmeckt fantastisch. Also ich sehe, Käse brauchst. Ja. Und was noch? Natürlich, wir gratinieren das Ganze. Also Käse zum Aufschmelzen. Da ist nachher das, was schön oben drauf. Schinken, ein guter Schinken. Habe ich wirklich einen schönen ausgesucht. Sehr gell? gut, genau. Ja. Also es sind wenige Zutaten, aber es müssen auch gute Zutaten sein. Wie immer. Wie immer. Die beste Köchin kann noch besser kochen, wenn sie feine Zutaten bekommt. Ich denke, das ist wichtig, Nett, oder? danke. Gell? Ja, das macht die Arbeit viel einfacher, Sehr wenn gut. gute Zutaten sind, gut gewürzt. Also Käse, ich habe Gruyère genommen heute, Schinken, Lauch, Milch für die weiße Soße und dann noch Steckhauspfeffer, Herdöpfelgewürz. Und wenn man es gern hat, wie ich zum Beispiel, am Schluss oben drauf noch ein bisschen Röstzwiebeln. Für den Crunch. Jawohl. Ich freue mich jetzt schon mega. Das wird sicher mega fein. Genau. Ich hoffe es Ich auch. laufe jetzt hinter dir durch und warte einen Moment und komme doch wieder. Das ist super. Machst du das? Gut zuschauen. Und dann können wir gerade Ich wünsche euch einen guten. machen. Bis Super, nachher. bis nachher. Ciao. So, Ofen läuft schon bei mir. Ich habe jetzt Umluft 200 Grad. Wir müssen nachher einfach nur schnell gratinieren. Den Lauch habe ich so in die Mitte geschnitten und in den Dampf gekocht. Aber so bissfest. Gell? Sie sind nicht so verkocht noch. Die werden jetzt dann gewürzt. Ich mache hier ein bisschen Platz, dass du alles gut sehen kannst. Nehme ich dann Herdöpfelgewürz, was auch sehr gut für Lauch ist. Und nehme hier Steckhauspfeffer. Durch auch hier so ein bisschen verteilen. Weißt du, diese wenig Dampf, der hier noch über den Lauch ist, sorgt dafür, dass das Gewürz auch drinnen bleibt. Ich nehme auch noch so ein bisschen die Spitze, also den Anschnitt quasi. Sehr schön. Lassen wir das da ein bisschen hier. Und ich brauche jetzt die weiße Soße. Ich habe hier Milch. Die Menge siehst du wieder unten. Feine weiße Soße, das ist immer so fein, wenn du schon den Kübel aufmachst. Schmeckt schon so fantastisch. Weiße Soße rein, wieder zumachen, damit es länger frisch bleibt. Gut rühren. Meine Soße ist bereit. Dann kann ich anfangen mit den Kröllchen. Ich habe hier meine Gratenform schon auf der Seite. Kann ich schön meinen Schinken, je nach Größe, zu dem Lauchstückchen schneiden. Bei mir geht das hier ganz gut, einmal in die Mitte und dann habe ich die richtige Größe schon. Also, ganz einfach kommt hier ein Lauch mit Schinken kleiden. Also ich mache hier am Boden ein bisschen weiße Soße schon. Und dann kann ich den Lauch anfangen hier verteilen. Das werde ich mit allen Lauch, die ich hier habe, einfach schön einrollen. Die kriegen wirklich so einen Schinkenmantel, diese Lauch hier. Und dann mit allen so machen, bis meine Gratenform voll ist oder bis alle Lauch gebraucht sind. Ich könnte mir jetzt schön beschleunigen. Also wenn ich hier vorne keinen Platz mehr habe, mache ich noch auf der Seite. Hey, ich glaube nicht, es reicht genau. Also ich schwöre es euch, ich habe nicht gezählt. Es ist wirklich so Glück in die Küche. Guck mal, genau noch 2 Stück Schinken, also Hälfte, und noch 2 Lauch. Hey, so cool. Ich liebe so Sachen. Der Ofen hat jetzt gerade Piep 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 gemacht. Der ist auch so weit. Hey, passt alles. Wenn man mit Liebe schafft, gell? Dann funktioniert es. Also da nochmal eine. Suchen wir hier schön Platz. Tipptopp. Dann mache ich schon ein bisschen Käse jetzt.
Wie gesagt, ich habe Gruyère, man kann auch andere Käse nehmen. Dann mache ich den Rest von meiner weißen Soße. Schön drauf. Nochmal Käse. Wenn man Käse nicht gern hat, schade, aber dann macht man ohne Käse. Geht auch mit der weißen Soße. Es wird auch so schön gratiniert. So sieht es aus. Weiße Soße, Lauch, Schinken, Käse und eine Menge feine Gewürze. Das bringe ich in den Ofen, bis schön goldig wird. Wenn man da in den Ofen schaut, sieht so goldbraun aus. Ist das ein Gratin? Schön goldig in die Mitte. Krischen tut es schon fein. Schau mal, wer hat das gern, wenn der Käse so macht? Nehme ich nochmal eine hier. Sehr schön. Bisschen Soße dazu. Vielleicht riecht der Städte schon und kommt, sonst hole ich ihn schnell und wir können zusammen probieren. Wow, schmeckt schon mega fein nach Käse. Dann kommt ich glaube, du hast gerade angerichtet den Sushi mit Käse. Lauchsushi, babam! Guck, nimm da. Aber wir essen nicht mit Stäbli, oder? Ich könnte das. Ja, wir können das nicht probieren. Aber Also, probieren wir es so. Die erste Lauchsushi der Welt. Genau. Schau mal. Der Käse sieht mega aus. Ich finde das Nori da noch lustig, was du genommen hast. Nori ist sonst der, den wir am Sushi rummachen. Sie hat jetzt ein bisschen Schinken genommen. So, oder? Die kann sie jetzt ein bisschen aufzwirbeln, dass ich es auch probieren kann. Ich wollte aber noch Schinken drauf. Ja, ich habe alles jetzt so. Oder? Ja, meine Stabilität. Guter. Ein guter. Danke fürs Röllelein. Sehr gerne. Ist schon Röllelein gewesen, Ich oder? werde nachher ja kauen, dann bedanke ich mich jetzt schon fürs Busy. Vielen Dank. Mega. Sehr fein, der Käse natürlich top. Jetzt kannst du, wenn du willst, ein bisschen Röstzwiebeln drüber tun, so für den Crunch. Schau schnell. Weil das ist etwas, das darf man wirklich nur in der Küche brauchen. Weil wenn ihr es vor dem Fernseher habt, dann sind die gerade leer. Ich tue jetzt ein bisschen mehr drauf. Ist gut, reut mich nicht. Ne? Jetzt so, Mega dass es im fein. Mund ist. Also, das Angebot gilt immer noch. Bis so gut unten dran kommentieren. Das Däumchen nach oben hilft uns mega. Wenn ihr kommentiert, dürft ihr einmal hier essen, wenn ihr möchtet. So oder so, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche einen wunderschönen Tag. Patricia, danke vielmals fürs feine Kochen. Es ist wieder exorbitant fein. Danke auch. Ich sage es jedes Mal, wenn es jedes Mal stimmt. Und die, die es nicht glauben, unten kommentieren, laden mal ein, könnt ihr selber probieren, dann wisst ihr das. Und sonst nachköcheln. Tschüss miteinander. Ich sage für dich auch Tschüss. Nächstes Mal. Tschüss. Danke. Ciao.